optisch geguckt verspricht den neuen 500 SW vu Peugeot eure sportlich elegant fuhren. Zter dem Summer 2019 liefert Peugeot den neuen 500 auch an der Version von einem Kombi, an dadurch an einem avantgardistischen Design. Eng richtig Lightshow bit de 4,70 Meter lange 500 SW, wann vu weitem mat der Fernbedienung opgemerkt gëtt. Den aggressive Styling mat de Mieraller in de Scheinwerfer, dem Grill als ze Summe gesätne klenge Plättercher an denen ungewöhnlich lang an lengt gezündeten Däresluchte, huet PSR vun der Limousine iwwerhollen. Den der zieht sich stätlich noch an den Ruf, an dat bis zu engem Spoiler, den noch river die hënnecht Fenster wächt zieht. So wie den hënnechten Deel mat zinger schwärzer eleganter Lichtblend och Bret vom Auto betäubt. Auch Nummerklammen an dëse flotten konzipierten Interieur krit den direkt Locht ze demarieren. Personalität vu Peugeot spiegelt sich auch am Interieur vum 500 SW stark zurück. Die Klänge Volant an den do River placierten Tableau de bord sind typisch Peugeot a bleiwen a faire de goût. Knäppercher vu verschiedene Menüen ginn iwwer geformte Pianostasten, wat dem Cockpit auch mat verschiedenen Optikdekoren en heichwertchen Andro kann liest. De 500 SW hält am Interieur alles bereet, wer doch an der Limousine zu fannen ass. So wie Coop vu Fuhr an Sicherheitsassisten, die auch zum sichere Fuhren verhelfen sollen. PSR setzt sich auch an seinen aktuellen Modeller op ein gut gelungenen Infotainment-System rundum sein iCockpit. Dat voll digitalt Kombi-Instrument iwwer dem no Uwe aufgeflächtene Volant lässt sich auch a verschiedene Varianten uweisen a personaliseieren. Als ihre Konnektivität as Peugeot mam 500 schrat weiter wie den zeitgemäße Standard vun engem Smartphone wie Android oder Apple CarPlay verlangt. Leider fehlen aber nach relevante Funktionen. Ein Klangschwäch bietet die französische Stationwagen aus der Mittelklasse beim Thema Interieur. Et sitzt den extrem angebaut an dem Volant, die bret angebaute Mittelkonsole lässt engem net viel Platz, ob schon sind sich net ageengt fielt. Hannen dran as fir Mischplatz genug, wo auch nach Personen mat der gräst vu bis zu 1,80 Meter komfortabel ënnerbrucht sind. Und sich nur alle Seiten muss sich auch gewinnen zum Mols noch hannen ras. An hier kommen wir dann zur Mal, die eure Ladevolumen von 530 bis 1780 Liter abhält. Die Klänge Volant, die Direktsteuerung, die Strammsitzer, wo ihr gut dran gehalten hast, die niedere Sitzposition kann ihn aber auf sein Verhalten nachstellen. Der 500 SW also auch nur 1,42 Meter hoch, mit engem Fuhrwerk, enger Suspension, die sich nicht so sehr aus der Ruhe bringen lassen, mischt das Gefühl auch zu einem echten, komfortablen Sportkombi. Unser Testauto, der 500 SW von Peugeot, als GT-Line-Modell, gouf von einem 1,6 Liter PureTech-Motor mit 225 PS über den Erdstufenautomatik angetrieben. Diese Erdstufenautomatik ist auch am PSR-Konzern bekannt, soll die Effizienz vom Unterrichtsstrang auch durch eine Zeitaktivierung vom Start-Stopp-System mit einer Vitesse 20 km/h an die Luft treiben. Und durch den Eco-Fuhrmodus ein Freilauf zwischen 20 und 130 km/h erlauben. Der Schaltmodus ist super, kann auch über Paddeln und Volant sportlich benutzt gehen. Ob schon ich Fan von der Schaltwippe bin, habe ich nicht vermisst, außer ausprobiert, wenn ich am Sportmodus war. Besonders auf lange gemütliche Strecken beweist sich das Wort agreeabel. Die maximale Leistung von 165 kW, 225 PS, erreicht den 1,6 Liter Benziner bei 5500 Umdrehungen pro Minute. An sein maximal Drehmoment von 300 Newtonmeter lädt schon bei 1900 Touren an der Minute. Der Sprint von 0 auf 100 km/h erreicht den ungefähr 1,7 Tonnen schweren eleganten Business-Kombi als 7,4 Sekunden, wobei sich maximal Vitesse bei 241 km/h lädt. Diesen elegante sportliche Leif als erster ein Tourer an Äwer die wie Mol aus enger Komfortzone heraustreiben. Die Steuerung unterstützt gut und Gefühl, den Auto immer am Griff zu holen, als perfekt.
Landstroos mat flinke keieren bringt de 500 SW e bisssen zu ënnersteieren. Aber bei dem lange Radstand vun 2,97 Meter bleif de Nerver nach immer stabil op den hënnechte Räder. Dreift in dese Motto net unbedingt a Richtung maximal Touren a maximal Vitesse, bleibt den wie an unserem Fall mat 6 bis 6,5 Liter op 100 km auch zufrieden. Sogur oni aktivierten Eco-Fuhrmodus. Mit der Vitesse bis 130 km an der Stunde kann den Spritverbrauch auch nach Ruf setzen. Als kleine Fazit vom neuen 500 SW Peugeot kann ruhig so ein bit viel Spaß im Fuhren, hue de flotten Design, bit auch viel Technik und mehr als ganz kleine Nodeel kann ich aber so ein groß Leid solle für dich ausprobieren, ob sie passen. In 2020 soll Joer ginn, wo bal all Marke vun Auto op Elektromobilitéit wëll setzen. All Elektroauto soll ëmmer méi attraktiv gemerert ginn, op schons nach ëmmer vill negatives Standard stecht. Ein Thema iwwer dat Dich mëch mam Philipp Mersch, Präsident vun der FEDAMO, Fédération der Distributeurs Automobil et de la Mobilité ënnerhalen hunn. Während unserem Gespräch blende jeoch verschiedene Bilder vun Elektroautoen an. Ja, dat hängt davon ab, den er negativ versteht. Also Tatsache ist, dass immer mehr elektrische Autos auf den Markt kommen für sämtliche Marken. Das wird immens helfen für die Fond zur Steigerung von elektrischen Autos. Negativ, ich denke, dass die Presse bringt sowohl Negatives wie Positives. Sie wird die Autos positiv ging ich zurückbehalten, hauptsächlich, dass die Autos exceptionellement gut und agréabel zu fahren sind, dass lokal absolut emissionsfrei sind. Ich meine, das sind die wichtigen Aspekte, die wir heute sichern, dass sie immens gut Performancen haben. Aber wie gesagt, den Toffer geht mir groß. Negative Aspekte sind die Sujets, die wie nachhaltig ist die Produktion von den Autos. Da ging es just fairerweise so, dass man die Diskussion nie hatte bei Diesel- und bei Benzinerautos. Wenn man das alles als Fakten zusammenhält, dann ist das wahrscheinlich alles viel mehr neutral, wie in der Stadt vorstellen. Ein großer Punkt, den hier auch noch am Raum steht, sind Bornen für ihren neuen Strom abzutanken. Also von den Hauptchallenges für das Development von den Venten von elektrischen Autos ist sicherlich das Netz von den Ladestationen. Das ist natürlich etwas, was sich nicht allein just national lesen lässt, das muss sich natürlich auf Niveau europäen lesen. Und das scheint momentan wirklich nach Schwierigkeiten zu sein. Das ist aber auch so, dass ich meine, wir gesehen haben, und den Zölle von der Wante von den Autos, da sind auch Autos, die elektrische Autos für Langstrecken viel verkauft gehen, die haben die Leute auch kein Problem für auch europaweit zu reisen, die organisieren sich an dem Sinn. Mit diesem Fakt, dass international müssen Schnellladebornen auf die Tabakte kommen. Wir wollen da sagen, Lützeburg ist ja ein gute Schritt getroffen, für den Charges-Reso zu developieren, das hilft ganz sicherlich für Lützeburg, die Attraktivität von den Autos zu steigern. Aber nach muss natürlich die Reso sich developieren und dann hängt es momentan ein bisschen. Das gibt viele Etüden gemacht, sowohl positiv wie negativ, haben wir schon gesagt. Mit gesagt, wie wenn es an den nächsten 2-3 Jahren wahrscheinlich so ist, dass mehr Autos am Markt sind oder mehr Autos am Park sind, wie genug Ladestationen. Das Problem sich schon umdreht. Aber nach muss man das Auto verkaufen. Lo huet de EU beschloss, dass der Grenzwert von den Autos aus dem Fleet op 95 Gramm CO2 pro Kilometer raufzusetzen, sos muss eng Strof bezahlt gehen. Aber wenn in da weiss, dass hei loscher Probleme bestehen, für die 95 Gramm CO2 bei kleinen Autos zu erreichen, könnt dann hei den Elektroauto ans Spiel kommen. Bei einem Elektroauto de facto 0 Gramm, sodass den natürlich für die Marke extrem wichtig ist, für die Zöllen dort zu erreichen. Muss ich auch sagen, dass die Zölle ja nicht nur einfach so von einem Tag zu machen noch Fond sind. Konstrukteure wissen, dass alle Guten seit einer Jahren schon das Ziel ab 2020 ist, für ein Moyen von 95 Gramm zu erreichen. Es sind momentan just die paar Marken europäische Markt, die offiziell gesagt haben, dass sie wollen die Moyen erreichen. Die allermeisten Marken werden die Moyen nicht erreichen, also müssen sie Strafen an Milliarden hoch bezahlen. Am 2020 an Ziel ist natürlich von denen Marken alle Gute für so sehr wie möglich an den Regiment an die Regelungen ranzukommen. Wie gesagt, das elektrische Auto allein da, wenn sie
an dat muss am Anfang so gesinn, dats net der Konstrukteur den Lo den direkt fir d elektrische Auto op der Marche zu bringen, as sech Politik, die dat so imposiert. Dat ist de Fett, dass die Förderungsgrammregelung kënnt, mëcht dass Konstrukteuren existenziell obligéiert sinn, elektrische Auto op der Marche zu bringen. Lose Politiker ging ich so zersumieren och, dass Konditionne geschafft gi, der sucht leit sich können die Auto kaufen. Und das der sprang der Punkt, weil die Auto muss natürlich verkauft gin, fir das an Statistiken rakommen vun den Emissionswerter. Für wat ginn Äner Quellen fir se net all hai opzezielen, den Auto, dem mat Wasserstoff gedriwe gëtt, eng Uni, die CO2-ärme Benzin erfund huet, net vun der Politik unterstützt, se wëlle Gunnechte vu wëssen. Froh, die sich jo stellte, dass wir wettrick man so op elektrischen Auto, wie gesagt, da das einfach d'Urgenz vun den Konstrukteure fir keng Penalitäten zu bezuelen. Dat heißt, sie hun lo massiv an Elektromobilität investiert, weil dat den direktsten an de schnellste Weh ass fir den flotten Emissions-CO2-Ziel zu rechen. Deich all die Alternativen, die ginn no Marche an die sie bekannt, die ginnt schon seit enger Jo wie Wasserstoff ass momentan vun den Europäer, vun europäsche Konstrukteuren an noch vun den anderen net befedeligt, weil dat logis Zeitewäch an geht lodrems fir so man wie méige Strophen zu bezzuelen. Datcht ich gef so den Zug momentan ass bei de Konstrukteuren ganz sicher net den vun der Wasserstofftechnik, weil den ass momentan lacht. Sie muss lo lieeren an lieeren geht iwwer d Elektromobilitéit. net ausschließt, dass er denker grimm kënnt mit d'Aktualitéit ass ganz klar Elektromobilitéit. Philipp Mersch, besteht fir ich an der Federmo eng Zukunft fir den Elektroauto? Ja, also das net du mehr oder negent engem vun der Federmo do eng sich die froh zu stellen, Narenkeier Konstrukteuren imposéieren de Konzessionären aus dem Retail-Sektor, den der Wandsektor die Autoen op se wollen oder net. Politik huet dat so desideiert, dass die Elektromobilität muss kommen. Jugieren op dat gut oder schlecht ist, dat mir dat zu jugieren, wie dat könnt 100% net froh lo wéi séiert könnt, weil de Konsument im Endeffekt as den die Autoen muss kaufen, fir das op der Marche komme, fir dass die CO2-Wert auch real aufgehen. Dann eng lächte froh, wie gesäidet mat der Statistik vun den Elektroautoen ass? Man dat scheint vu Land zu Land ernstchte sinn zuletzt ass de Fakt so, dats mal lo die Zölle vun 2019 2019 sind 1,8% vun all den neuen Ummeldungen sind op elektrisch Autoen gefall, ungefähr eng Progressionbalance vun 100% par rapport zu mir verdrun, wird ja aber schon net schlecht, also net 100%. Wir werden Plugin-Hybriden hun noch stark zougelegt an Hybridautoen. Lützeburg ass an der Statistike leiien se besser do wie verschiedene anderen Länder, wat Penetration vun denen niedrige Emissionsautoen ass. Zieler hu mir am Fong zu Lützeburg net wirklich myn Ambitionen vu Ministerin, még Ambitionen ass allein net Ziel. Wie gesagt, geht drums, dass das Produkt op der Marche kommen, geht drums, dass die Infrastrukturen do sind, geht drums, dass Subventionen funktionieren, dass man net, dass der Klient net penalisiert gëtt, van net direkt wesselt, mat steuern oder so weiter. Alles dat hue den immensen Impact op wéiert d'Autoen op der Marche kommen. Philipp Mersch, merci fir dësen interessante Reportage. Eng schwedische Studie seht, dass ein Auto mit einem Diesel- oder Benzinsmotto momentan 8 Jahre kann fahren, ehe die Umwelt so stark belastet wie eine Produktion von einem Tesla. Obschon der Stromverbrauch während dem Fahren nicht berücksichtigt wird. Bei einem kleinen Elektroauto wären es immerhin nach 3 Jahren.